Hallo! Herzlich willkommen da zurück bei mir auf meinem Kanal. Heute wieder mal mit Banish. Ich habe jetzt all meine voraufgenommenen Folgen rausgehauen. Und das heisst, es gibt eine neue Aufnahmesession. Yay! Ich denke heute so für 2 Folgen oder so. Ich wollte nicht mehr allzu weit aufnehmen. Ich habe jetzt ein bisschen sozusagen vorschaffen, damit ich da über die Tage immer genug Material hatte, weil ich bin ja ein bisschen weg noch. Also nicht allzu weit, nur ganz kurz, aber immerhin habe ich keine Zeit gehabt zum Aufnehmen. Und ja, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar ist wieder gerade noch der Trader gekommen. Ich bin jetzt gerade noch im Pausenmodus, schauen wir mal schnell, was der Trader alles mitgebracht hat, alles Schönes. Wir haben Iron Tools, Steel Tools und Firewood hat er uns gebracht. Würde ich sagen, dann kaufen wir uns doch mal da die 300 Iron Tools ein und zahle ich das natürlich mit dem Feuerholz. Und ich weiß nicht, ob ich noch Iron Tools kaufen. Also Feuerholz haben wir garantiert genug. Nein, ich denke, das ist in Ordnung. Mal schauen, was der uns immer alles Schönes mitbringt. Ich glaube, von dem sollten wir alles immer genug haben. Also das ist in Ordnung, dass er uns das Zeug bringt. Da Stein, ja, Stein könnten wir immer wieder ein bisschen gebrauchen. Haben wir irgendetwas gekauft? Stein haben wir eingekauft? Nein, haben wir nicht. Ups. Gerade ein bisschen verwirrt da. Nein, natürlich nicht. Stein haben wir nicht eingekauft. Schade. Eigentlich. Doch, Köpfe haben wir eingekauft anscheinend. Ja, die haben wir eingekauft. Das ist alles klar. Ja gut, dann ist der... Moment. Ist jetzt, ja, mal der Deal ist abgeschlossen. Das ist sehr gut. Und dann können wir ja da weitermachen. Ja, aus dem schönen Trolldorf. Es läuft ein kleines bisschen flüssiger als das letzte Mal. Ich habe keine Ahnung, was das war. Eventuell hat Windows mal wieder ein Update im Hintergrund ausgeführt oder so. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was es war, aber es läuft ein bisschen flüssiger. Nicht sehr viel mehr flüssiger, aber ein bisschen flüssiger. Und das freut uns doch alle. So, wir sind ja glaube ich da stecken geblieben, wo ich da die schönen Speicherplätze erstellt habe oder jedenfalls mal gesagt habe, sie sollen die doch mal bauen. Und die sind noch alle wunderbar schön leer, das gefällt mir sehr gut. Wie sieht es aus mit dem Essen? Essen haben wir genug. Es geht gerade ein bisschen zusammen, so um die 100'000 Gramm. Das ist okay. Ich habe das dann nachher auf 200'000. Ich weiss nicht, ob wir 200'000 jemals brauchen, aber wenn, dann hätten wir jetzt sicher die Kapazität dazu. Kohle wird produziert und zwar da oben. Jawohl, wird voll Kohle produziert, das finde ich sehr gut. Was noch? Eisen haben wir genug. Ja, wir haben eigentlich voll genug, es läuft. Momentan läuft es. Das gefällt mir noch. So, jetzt was haben wir da? Da haben wir den Schneider. Ja, wir haben momentan noch genug Kleidung. Was haben wir da? Da haben wir genau unsere Gärten. Die sind am Produzieren, da ist alles am Laufen. Die sind am Produzieren, das ist sehr gut. Es läuft, es läuft. Ah ja, genau. Da kommen wir dann die nächsten Gehege hin. Da würde ich doch mal sagen, machen wir doch gerade mal eine höhere Priorität da. So. Dass das wirklich auch langsam ein bisschen vorwärts geht. Weil ich habe so einiges vor da. Und zwar, also da hätten wir sicher mal ein bisschen Platz für ein paar Häusli. Dann stellen wir doch mal ein paar Häusli hin. Nicht? Nein. In dem Fall nicht, aber da vielleicht. Jetzt mal schauen, das geht schon irgendwie. Das geht schon. Ich bin zuversichtlich, dass wir das herbringen irgendwie. Nicht. Doch da und da noch eins. Genau. Weil wir schaffen uns jetzt langsam ein bisschen Platz auf dieser Karte. Da sind noch ein paar Häuschen im Bau, das finde ich auch sehr gut. Hat es da schon einen Weg? Da hat es, glaube ich. Ja, da ist ein Weg schon ausgelegt. Ja, das ist schon wunderbar. Es läuft. Ich habe ja das letzte Mal in dem Fall richtig schön gut vorgeschafft, für dass ich jetzt das mal eigentlich gar nichts zu tun habe. Einfach nur mit Tommy das Mikro hinten kann schnorren. Das gefällt mir doch. Ihr wisst ja, Schnorren ist meine Leidenschaft, das mache ich sehr gern. Und zwar immer ein bisschen chaotisch, aber es läuft. Wie ihr hört natürlich. So, da oben würde ich natürlich jetzt auch noch gerne ein bisschen ausbauen. Weil heute ein bisschen, ich bin in weihnachtlicher Stimmung, muss ich ehrlich sagen. Also, heute ist der 26. und ich das aufnehme, das darf ich ruhig sagen natürlich. Dass heute der 26. ist. Jetzt sollte ich mal so ein kleines Interview machen. Ich brauche einen auf Follow.
Wie heisst der gute Herr da? Jetzt, ja, super. Aha, Aurel. Aurel ist ein Verkäufer da in Trolldorf. Macht sich gerade ein bisschen so auf den Weg, um seine Sachen zusammenzusuchen und so. Und Aurel, was meinst du, bist du auch in weihnachtlicher Stimmung? Okay, alles klar. Und Weihnachten feiert ihr daheim im Kreis von der Familie oder wie ist das? Okay, alles klar. Er hat leider keine Familie. Seine Frau hat er umgebracht und sein Kind hat er verspissen, weil wir ein bisschen Nahrungsnot haben. Aurel, das stimmt doch gar nicht. Was erzählst du da für Bullshit? Okay, alles klar. Ja, leider gibt es da noch keine psychiatrische Anstalt, wo wir dich rein tun, aber alles okay, es läuft, es ist alles in Ordnung. So, das war der Aurel, kleiner, wie soll ich sagen, ein kleiner Exkurs zu meinen Einwohnern da. Leider verstopfen und sehr schlau. Was ist das? Das ist meine Schule natürlich, die voll ist. Ja, das läuft, schaut euch das mal an, wie schön. Winterliche Stimmung da in Trolldorf. Das da ist die Frau Isadorati. Isadorati, du hast einen wunderschönen Namen. Hat dir das schon mal jemals jemand gesagt? 41 bist du. Jetzt würde ich doch gerne mal sehen. Wo wohnst denn du? Jetzt kann man doch schnell pausieren. Center of the Citizens Home. Da wohnt sie. Unsere Isadorati. Und, Isadorati, du bist ziemlich tüchtig, wie ich gesehen habe. Wir haben da 3 Kinder. Von 6 bis 20, also alle 5 Jahre ein neues Kind gegeben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss sagen, es gefällt mir, dass du da für den Nachwuchs sorgen sozusagen. Ja, Isadorati, was habt ihr denn so an Weihnachten gemacht? Erzähl doch einmal. Ja, wir haben gefeiert, bin immer besoffen. Okay, in dem Fall ein bisschen eins über den Durst getrunken. Wir haben so getrunken, wir haben gesoffen wie die Löcher. Okay, alles klar. Naja, lassen wir das eigentlich mal beiseite. Gehen wir wieder da auf unseren normalen Speed, nämlich den 10-fache. Und widmen uns den wichtigeren Sachen vom Leben. Und zwar, wir wollen hier expandieren. Tja, dann müssen wir mal zuerst schauen, dass mehr Essen reinkommt. Das machen wir, indem wir hier hin. Ist das Zeug echt schon gebaut? Jetzt legt es weg. Nein. Die sind noch dran. Finde ich fast ein bisschen schade. Was man natürlich könnte machen, wäre vielleicht da noch ein Haus bauen. Okay, wohl die Häuser sind ja auch noch... Oh, da sehe ich glaube etwas, das passt mir nicht. Da kann ich ja gar nicht lesen. Wieso ist das? Nein, das ist ja alles in Ordnung. Es war nur überlappt gewesen. Ich Idiot. So, wir haben 31 freie Arbeiter und wir haben 0 Bauarbeiter. Ich würde mal sagen 8 Bauarbeiter. Dann könnt ihr da schon mal die Häuser anbauen. Oh, wir haben Nomaden bekommen. Sie stehen vor der Tür. Mal schauen, was die wollen. 22 Stück, ja klar. Wir sind weihnachtliche Stimmung. Ich kann doch niemand obdachlos lassen. Dings. Also haben wir jetzt 22 neue Einwohner. Bam. Und die sind natürlich alle obdachlos. Das gefällt mir nicht. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die unterbringen. Das passt ja eigentlich gerade, dass wir da die Häuser am Bauen sind. Also Jungs, holt euch Hämmerli und Sagi und was weiß ich nicht. Und dann mal ein verbauen. Das sind eure Häuser. Ja. Und die können mir dann natürlich gerade helfen, denen da die ganze Sache aufzubauen. Mal schauen, wie geht denn der? Ja, der kommt da hin, der tut mithelfen und so, das finde ich sehr gut. Und der hat auch schon ein Haus gefunden. Schau auch an. Wir haben jetzt noch 13 Obdachlose, aber die Häuser die werden ja sehr schnell gebaut, wie wir sehen. Das passt. Ja, ich denke, dass gerade die müssen eigentlich gerade lange da. Und die sind dann für unsere sonstigen... ja, zwar... ja, vielleicht dann noch eins. Aber da unten wird ja auch schon fleissig gebaut. Ja, wahrscheinlich noch ein Haus jetzt. Das wird wahrscheinlich irgendwie ein Ehepaar sein oder so, das dann hier einzieht. Schauen wir doch gerade mal, wenn es dann fertig ist. Wenn es dann mal fertig ist. Ja, jetzt ist es fertig. So, ja, tatsächlich. Ein junges Ehepaar, 24 und 17. Ist ja sehr schön. So, wir haben natürlich jetzt durch das, dass wir jetzt die freien Arbeit, also nein, nicht die freien, durch das, dass wir jetzt wieder
mehr Einwohner haben, so ich soll sagen, haben wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit, oh, ein Trader kommt, haben wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit, wieder mehr zu beschäftigen, und das heisst, wir können hier die Felder wieder aktivieren zum Beispiel. Wir haben Spätsommer, das heisst, die wird dann im nächsten Frühling sehr spät wieder Früchte tragen. Das macht aber gar nichts, weil wir haben ja einen kleinen Buffer, wir sehen ja 94 Dings haben wir ja noch. So, er bringt mir Schafe, würde ich sagen, die Schafe, die nehme ich. 8 Stück und dann noch 12 Hühner, nehmen wir auch. Und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir das irgendwie zahlen können. 2000 und dann, oh, das passt mir aber gar nicht, das Konzept da. 10. Wie viel fehlt da? Also wir haben jetzt 3000 fehlen da uns noch. Das wäre dann 300 Leder. So. Trade. Danke und Moment, das können wir bei dir, bei dir können wir alles ordern, das ist gut. Und das ist auch noch eingeschaltet, also vielen Dank fürs Geschäft und ade. So, ja, Häuser bauen, ich wollte Häuser bauen hier unten, noch mehr Häuser bauen. Häuser bauen macht Spass, Häuser bauen ist cool. Also da hat noch 1 Platz und dann haben da vielleicht noch 1, 2 Platz. 3, genau. Können wir da noch einen Weg durchziehen. Das passt mir ja absolut ins Konzept, dass wir jetzt auch noch einen Weg drum ziehen. Ihr wisst ja, das habe ich sehr gerne, wenn ich einen Weg um das Ganze herumziehen. Das ist immer sehr, sehr erfüllend für mich, sozusagen. Ich bin sozusagen... Sorry. Das ist so, ich bin sozusagen ein Wegfetisch. Oder ich habe einen Wegfetisch oder so. Oder wie man immer soll sagen. So, oh, das geht leider nicht, wenn ich schlecht baut, aber vielleicht so rum. Ja, so geht's. So. Dann haben wir dann hier nämlich die nächsten Käge für unsere Tiere, die wir dann irgendwann mal wieder haben. Wenn es dann mal fertig gebaut ist natürlich. Die tun jetzt natürlich lieber an den Häusern rumbauen als an den wichtigeren Sachen. Aber ist okay. Ich kann es verstehen. Ich meine, hey, klar. Macht ja mehr Spaß, an Häuser rumzubauen und an Unterernährung zu sterben, als ein Kopf über dem Dach zu haben. Nein, natürlich ein Dach über dem Kopf zu haben. So, und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir hier anfangen weiterbauen. Also, was mir wichtig wäre, wäre ein Markt. Wir mal schauen, wie das wie sagt man dem, der Umkreis ist, wo der Markt kann erfassen. Ich denke, da ist gerade etwas gut. Etwa so. Ja, das passt mir. Okay. Dann wisst ihr ja, wie das ist. Weg. Ich will Weg. Nein. So. Nein, das ist auch blöd. Machen wir doch so. So. Und so. Dann haben wir da schon mal den Markt. Und jetzt kommen da natürlich noch Häuschen rein. Schöne Häuschen. Schöne Häuschen für meine Einwohner. So. Ja, machen wir einfach da 1, 2, 3. 3 Häuser sollten für den Anfang mal lange, denke ich. Jetzt ziehen wir da doch den Weg gerade ein bisschen um. Und so über. Und dann passt das. So, und jetzt können wir da sagen, wir hätten gerne Chicken. Dann hätten wir da gerne 2 drin. Wie sieht es eigentlich da aus? Das ist alles noch alles tipptopp. Es läuft. Also da sind jetzt die Hühner drin. Wir haben übrigens 1 Huhn drin von 66. Das ist sehr schade eigentlich. Dann müssen wir da irgendwo splitten. Sind denn die jetzt schon alle aufgebraucht? Die sind alle aufgebraucht worden. Tun wir die doch splitten. So. Nicht so lange suchen. Da müssen wir jetzt... müssen wir ja da wieder... genau, 36 drin haben. Das ist wunderbar. Und dann können wir nämlich da... müssen wir schnell anschauen, was wir da rein tun wollen. Wo ist meine... Da ist meine Dings. Production Inventory da. Beef haben wir 15.000. Und wie sieht es aus mit... da haben wir 16.000. Das ist Schaf. Und Wolle haben wir 1400. Okay, würde ich sagen, tun wir da Rinder rein. Dass wir wieder ein bisschen mehr Beef bekommen. Da haben wir schon. Einmal zuerst 2 ausweisen und dann da sagen, wir hätten da gerne
Kettle drin, also so Rinder oder was das auch immer mag sein. Die wieder weg, die wieder rein und jetzt will es jetzt auch was schaffen. Ist ein bisschen strange. Okay. 18 auf 18. Ja, tun wir doch die splitten. Bam. Und jetzt mit über. Alles klar. So, wir haben wieder Frühling. Oh, wir haben gesagt, wir natürlich jetzt die Felder wieder in Betrieb nehmen. Genau. Also, Work. So, jetzt mal schauen, wie viel braucht denn das? Wie viel? 34. Ja, das müssten wir locker schaffen da. 34. Dann würde ich ja ganz gerne noch. Das sind glaube ich schon alle. He? Ich brauche mehrere, also ich brauche mehr grössere Felder. Da wollte ich sagen. Dann würde ich sagen, tun wir doch die auch noch gerade aktivieren da. Weil das sind ja kleine. Dann brauchen wir nochmal wie viel? Nochmal 6. Und ja komm, wenn wir schon dabei sind, wieso nicht? Wieso nicht? Machen wir doch das gerade. Machen wir doch gerade Nägel mit Köpfen. Oder Köpfe mit Nägel oder wie auch immer. Mal 6. Wir haben ja gerade momentan die Ressourcen. Nein, 6. Und ja, dann können wir das schön laufen lassen. Dann werden wir sicher genug Nahrung wieder haben. Die Fischerei, die funktioniert wieder. Und dann können wir nämlich hier unten mit der Fischerei weitermachen. Und dann sogar den kleinen See nutzen da. Schauen wir mal, was der Trader da meint. Und was der meint, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid alle gut über die Festtage reingekommen. Also, respektive, es sind ja eigentlich immer noch Festtage. Ich weiß gar nicht, es ist ja dann noch ein Festtag. Heute ist der 26. Keine Ahnung, ob heute ein Festtag ist. Wenn heute einer ist, dann noch ein schöner Festtag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye und bis dann.